Bin ich eigentlich der Einzige, der mit der scheiß Maskenscheiße den ganzen Tag Brenno läuft? Grüezi. Fix! Habe die Ehre miteinander! Ich bin's, der Birger. Alter, das letzte Kruzifix ist gefühlt 12 Karten hier. Aber jetzt habe ich was gesehen, wo ich mein Futzen einfach nicht halten kann. Okay, bin ehrlich, es ist einfach schon lange mal wieder Zeit, irgendwelche Kasperlköpfe im Internet abzusagen. Weißt du, ich hab auch keinen Bock nicht auf den Maskenscheiß, auf Impfpflicht, auf den ganzen Mist, wer macht's richtig, wer macht's falsch, was weiß ich. Aber bevor ich mich auf die Straße stelle, demonstrierend und eine dermaßen nicht dumm Scheiße in die Kamera baller, wenn du was redest, schaust du einfach selber an. Wir erinnern uns, was ich gerade gesagt habe. Gegen Corona-Sepp demonstrieren, aber eine Masken aufhaben. Oder das Video dauert jetzt 4 Sekunden. Und mir glaubt es eigentlich jetzt schon wieder. Ich will mein freies Leben zurück, ich will meine Menschenrechte zurück. Möchtet ihr freies Leben und Menschenrechte zurück? Steht aber ungehindert in der Stadt beim Demonstrieren. Und ich will wieder zur Demokratie zurück, weil das hier ist keine Demokratie. Das ist eine Diktatur. Ja, genau. 5 Minuten vorher wahrscheinlich nur ein Kurzgewalt, weil der macht so tolle Flüchtlingspolitik. Und weil das noch nicht klar und 10 Minuten später draußen in der Stadt dann Diktatur schreien. Da ernst, oder? Verdammt. Demokraten hassen diesen Trick. Wie viele Ärzte sind schon da? Kommt, macht alle mit. Alle Ärzte sind schon da. Alle Ärzte, alle. Globuli, Schüssler, Salz, Aura, Reinigung. Adalas, Klangschale, dum 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 dum. Und wie viele Wissenschaftler und so weiter gibt es, die Aussagen, die sagen, es ist nichts Gefährliches für die Menschen, die Vorerkrankungen haben. Ja, okay. Ja, die mit Vorerkrankungen, okay. Geschissen auf die, oder? Jeder Österreicher müsste ein Einkaufszentrum oder einen Lidl, einen Hofer boykottieren. Keiner dürfte mehr einkaufen gehen. Kein einziger. Ja, Karen. Aber dann verhungerst halt! Außerdem gibt's dann auch keinen Ladenbesitzer mehr, den du sprechen kannst, Karen! Und das Volk ist so dumm und glaubt alles und nimmt alles an. Wie Hasen sind sie, wie Hasen sind sie hypnotisiert. Alter, ich bin so krass hypnotisiert, dass ich mich frage, was du als nächstes tut. Ariel verzaubern oder ein Han Solo einfrieren vielleicht, keine Ahnung. Ich habe gerade die Meldung bekommen, Schweden steht vor dem Aus. Wo hat er die Meldung hereinbekommen? Hat er ein Corona-Aluhut-Headquarter in seinem geheimen Keller versteckt oder was? Österreicher und geheime Kellerwitze. Digga, los das. Böse! Nein! Böse! Da hockt der Hund, schleidet sich einen auf die Mondlandungsverschwörung, währenddessen ihm der schwedische Geheimdienst den neuesten Shit aus dem Underground morst. Ja, Schweden ist raus! Aber es geht noch dümmer. Genau so, Und die ganze italienische Geschichte ist ein aufgelegter Betrug. Betrug, Kinder, Betrug! Alles Betrug! Das ist Betrug! Genau Es gibt in Italien genügend Aussagen, die sagen, Aussagen, die sagen, keiner ist an Corona gestorben. Keiner. keiner ist gestorben! Keiner! Nicht einer ist gestorben! Na, Alter. Ich glaube, die haben zur Gaudi mit dem Militärlaster ein paar Runden im Kreisverkehr draht. Achtung! Verschwörungstheoretiker Pro-Tipp! Nehmt anstatt einer Alufolie einfach mal Frischhaltefolie und baut euch einen verdammten Fullface heim damit! Aktuell ist es nämlich so, dass das Recht auf Ethik, Oh Gott, na, jetzt kommen sie auch noch. nur der Risikogruppe zusteht. Was? Auch wir, die Corona überleben, haben einen Anspruch auf Ethik. Ich möchte den Geschäftsführer sprechen! Warum handeln die so? Die Maßnahme, dass man Handschuhe trägt, dass man die Einkaufswagen desinfiziert, nicht notwendig, denn von den Viren, von den Toten geht keine Gefahr aus. Von toten Viren geht keine Gefahr aus. Das haben Wissenschaftler festgestellt. Diese Wissenschaftler, diese wissenschaftlichen Aussagen. Das haben wissenschaftliche Wissenschaftler wissenschaftlich ausgewissenschaftelt, dass wissenschaftliche Wissenschaftlereien zu wissenschaftlichen Ergebnissen führen können. Völlig verrückter Scheiß. Werden von der Propagandapresse mundtot gemacht. Ja?
Holy shit, jetzt ist soweit. Aluhut Bingo Time! Herzlich willkommen zu Birgers Aluhut Bingo! Heute werfen wir unkontrolliert mit Begriffen wie zum Beispiel Propaganda, mundtot, diffamiert, öffentliche Sender und natürlich, wir sind das Volk! Propagandapresse, Propaganda, check! mundtot gemacht. Ja? Die werden diffamiert, die kommen nicht einmal in einen öffentlich-rechtlichen Sender. Mundtot, diffamiert, öffentliche Sender, check! Aber wo zur Hölle war's? Wir sind das Volk! Das kann doch nicht alles gewesen sein. Und wir haben ein Verhüllungsverbot. Sehr schmaler Grad zwischen Verhüllungs- und Verhütungsverbot. Jetzt müssen wir uns verhüllen. Das will ich nicht. Oh Gott, nein, Verhütungsverbot mehr hätte ich auch nicht. Der Moment, wenn der Geburtsurkunden ein Entschuldigungsschreiben von Duex ist. Das will ich nicht. Das will ich auch nicht. Es betrifft die Sache und auch diese sogenannte Sozialdemokraten. Schiss drauf, was die heute noch für einen Kass verzeiht. Hast du sie gesehen? Sogenannte Sozialdemokraten. Alter, was tut denn die da? Alter, ich glaub, die 14 Glasel Weinschorle ohne Schorle waren nur 2 heute Vormittag. Oder du nicht, Franz? Nimmst mir noch eine Flasche mit? Die sauft doch schon noch 3 oder 2-3 Mal im Bett, um, wenn du mich fragst. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Und da ist gerade noch die Kurven gekriegt, wenn das nicht mal ein gekonntes Aluhut Bingo ist. Check! Ja, aber jetzt warte mal. Hat sich vor 2 Minuten geheißen. Und das Volk ist so dumm! Und jetzt heißt's. Wir sind das Volk! Sehr schönes Ende. Besser geht nicht. Kinder, das größte Fragezeichen aber zu dem heutigen Video geht eigentlich an die Kameraleute, die es irgendwie immer wieder schaffen, von 300 Leuten, die verfügbar warten, die 5 größtmöglichen Affen außer zum Ziehen, die es gibt am Platz. Wirklich ganz große Arbeit. Weißt du, ich hab ja nichts dagegen, wenn man die aktuelle Situation hinterfragt. Nein, ich find's sogar gut, wenn man nicht alles blind glaubt und nochmal drüber nachdenkt, kann das so sein, wer hat recht. Aber das ist halt aktuell ein bisschen schwierig. 5 Minuten Hirn einschalten, ab und zu hilft es. Aber warum ist immer dieselbe Art von Leid, die sich auf die Straße ausstehen und eine dermaßen Dummscheiße schreien, so laut wie sie können? Ich weiß doch auch nicht. Ich schließe mich jetzt da noch, weil ich zweifle jetzt offiziell am Darwinismus. Offensichtlich hat nämlich die natürliche Auslese zu oft versagt. Mein mit Kuh zwischen 3 und 6 kann ich nicht so alt werden. Das gibt's nicht. Was weiß ich? Leckt's mir am Arsch. Ich schleich mir jetzt bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre miteinander. Abo und Like nicht vergessen und Glocken aktivieren, sonst kriegen wir ein Spezial-Bingo mit deiner... Ich weiß das schon. Unfassbar!